Freunde, herzlich willkommen zurück zu 19er Alu, dem Schanzer Fußballtalk. Wir haben jetzt den FC Ingolstadt, denke ich, ganz gut beleuchtet. Jetzt kommt unser Rechtsbeistand, der Glasi. Schenk uns mal Weizen ein. Der bedient uns heute nach Strich und Faden. Glasi. Was hast du für Krawatte? Oh, Cavalli. Glasi, du bist erst zur nächsten Sendung eingeladen. Du bist um 4 Wochen. Ich wollte eigentlich in dem Zusammenhang nur erwähnen, dass das bei Krawatten so viel kostet wie die ganze Einrichtung hier im Haus. Wo ist der Unterhosen? Kleiner Vorgeschmack. Ich finde das dekadent, das passt nicht zum Arbeiterverein wie Ich konnte zu dem Motto von der Sendung eigentlich nur so viel beitragen: Tausche Abitur gegen Uwe Seelerbildchen. Feuerwehrgetränke. Das einzige, was Fußball-Boulevard. Wein. Oder Weizen. Also, Wir sind dann in 4 Uhr, Glasi, oder? in 4 Wochen, da haben wir so eine Benefizskala, da kannst du auch was sagen. Spenden kann er dann. Also, Du versteigern mal deine Krawatten. Weil das soll ja auch was bringen. Das ist eigentlich. ja, genau. Ey, die bringt schon zwei. Also, Thema ist jetzt 1860 München. Und da sagen wir, haben wir natürlich einen Spezialisten da, an Hardcore. Und Hardcore, ich genau. sage nur, was nun, Herr Lienen? Vom Aufstiegsaspiranten zum Absteiger. Schauen wir mal die Einschätzung bitte zuerst mal von unserem Spezialisten. Ja, das Thema ist momentan ganz bitter. Bitter. Allerdings muss ich sagen, im Gegensatz zu Schanzer haben wir das verkehrt gemacht. Der Linien hätte meiner Ansicht nach jetzt in dieser Länderspielpause weggehört. Auch wenn es nochmal ein Klotz am Bein ist, der uns daher zum Steh kommt, aber für mich ist er momentan absolut konzeptlos. Er kann die Spieler nicht aufbauen, er kann die Spieler nicht motivieren. Er hat so einen wie den Fehlin, hat er nach einem guten Spiel, nach einem schlechten Spiel, Entschuldigung, hat er ihn gleich auf die Bühne gesetzt und der ist völlig verunsichert zurückgekommen. Er hat Sachen gemacht wie den Cemdal, der aus Ingolstadt, ja, also ein Ingolstädter, vom MTV kommt, der ist nach 60 gegangen, hat die Jugend durchgespielt, der hat jetzt einen Profivertrag gekriegt. Den hat er auch völlig verunsichert, hat ihn spielen lassen, hat ihn wieder ausgewechselt, hat ihn wieder spielen lassen und hat dann gesagt, ja, jetzt spielt er wieder nicht. Also für mich ist der völlig plan- und konzeptlos. Der Ewald Lien. Der Ewald Lien. Unser Zettel Ewald. Unser Zettel Ewald Komplett? ist komplett planlos. Momentan, ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann besser wird, dass er die Spieler anders erreicht, dass er sein Konzept findet. Vielleicht ist er noch auf der Suche nach einem Konzept, aber also ich persönlich kann es nicht sehen und ich sehe in den letzten Spielen keine Verbesserung. Es wird eigentlich nur noch immer schlechter. Ja, aber du kommst mir auch sehr planlos momentan vor, muss ich das ehrlich sagen. Es ist momentan eine schwierige Phase. Ist das jetzt eine Meinung, die nur von dir Das ist meine persönliche Meinung. Oder weil du bist ja in die Nein. Fanclubs aktiv. Das ist jetzt meine Wie ganz redest du persönliche da? Meinung. Und wie reden die anderen drüber? Du redest ja auch mit anderen 60er. Oder was ist im 60er Forum? Bist du da drin aktiv? Oder? Beim 60er Forum, die gingen teilweise sogar noch weiter. Die würden auch den Stevic entlassen mit seinen ganzen Witsch, wo er geholt hat. Und sag mal, Ist der Stevic für dich der richtige der Mann? Stevic ist ganz. Ich kann es immer noch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das machen wir weiter, neues Thema. Das ist schwer. Also das Jugendkonzept vom Reuter und vom Kurz hat auch nicht 100% gegriffen und der komplette Umschwung auf nur Einkäufe mit Alten, beziehungsweise es sind nicht lauter Alte, es sind ja Junge auch dabei, hat auch nicht gefruchtet. Für mich hätte wahrscheinlich das Mittelding wäre wahrscheinlich das Allerbeste gewesen, wenn es Weil der Karl Auer allerdings zurückholen. War ein guter Mann. Also Stefan Reuter-Polten. Also ich Nein, fand auf die gar keinen gut. Fall. Was machst du machen? Na, erstens einmal war es ein Bayernsauer Vom Club, auch. und der Klubberer, also für mich einfach Ja, das war, Darf ich da ganz kurz, Fußball. möchte jetzt mal ganz kurz Wer alles einhaken? macht. Ganz kurz möchte ich jetzt an Franzi nochmal fragen, weil er sagt, er Bayernsau und der mag einen FC Bayern nicht. Ich finde es wahnsinnig toll und das muss ich ja nochmal ganz hier in der Öffentlichkeit sagen, dass der Franzi mit seiner vollen Arbeitskraft, der arbeitet für die Audi AG und ihr wisst ja alle, dass die jetzt 100 Millionen da rein und seit der Franzi das gehört hat, der arbeitet doppelt so viel, weil er sagt, ich möchte mit dem Beitrag für den FC Bayern einfach diesen Club nach vorne bringen und du weißt selber, ihr werdet schon längst pleite, wenn der FC Bayern euch nicht großzügiger Stadion vermieten würde.
Wir haben wirklich euch da nicht über den Tisch gezogen, muss ich ganz ehrlich. Dieses Stadion und der Hönes, der hat uns natürlich gerollt nach Strichen fahren. Aber euer Wildmus auch dabei. Ja gut, der Wildmus hat auch der Sohn hat natürlich auch bluten müssen für das, was der Vater gewusst hat. Sagen wir bei der nächsten Frage, Umzug ins Grünwalder Stadion, beziehungsweise Ausbau und Umbau. Für mich zwingend notwendig. Für mich zwingend notwendig, um den Verein am Leben zu erhalten, weil diese Arroganz-Arena ist kein Stadion für 1860 München. Okay. Da fühlen wir uns nicht wohl. Wir brauchen eine Heimat wieder im Grünwalder Stadion, im Stadtteil Grünwald. Also ihr fühlt euch in der Buchtbuden, fühlt ihr euch wohl, oder? In Buchtbuden fühlen wir uns wohler gegen steril Moment. Im Internet kursieren ja auch Fotos von einem ausgebauten Grünwald und umgebaut oder neu gebauten Neubau. Sensationell. Brauchen wir gar nicht Dann doch gar kein Geld. Aber wir können reden. Moment, es gibt da solche Leute, die sich irgendwann nochmal erbarmen oder die Lust. Moment. Die auch irgendwann nochmal Lust haben, im Fußballverein was zu machen, wie den SAP-Menschen von Hopp oder so. Das kann es bei 60 irgendwann auch geben. Also da. Aber es ist ja eine Grundsatzentscheidung. Ja, muss einer Hintermörder sein, nicht mehr. Ja, also das ist eine Grundsatzentscheidung. Und meine Frage war: Grünwalder Stadion, Umbau, Ausbau, ja, nein, Allianz Arena. Für mich ist der Umbau und Ausbau bzw. Neubau des Grünwalder Stadions für den Verein lebensnotwendig, um weiter bestehen zu können. In der Arena werden wir über kurz oder lang insolvent gehen und dann stehen wir in einem Stadion, wie jetzt das Grünwalder Stadion ist, das nicht einmal Drittliga-tauglich ist in dem Sinn. Und für mich ist einfach zwingend lebensnotwendig für den Verein. Und 60 hat auch genügend Investoren, meiner Ansicht nach, um so ein Stadion zu stemmen, jetzt nicht als Verein, als Freundeskreis, als Investorenkreis mit der Stadt München. Es ist das meistbespielte Stadion in ganz Deutschland. Da spielen die ganzen Amateurmannschaften. Ein solches Stadion zu erhalten ist absolut wichtig und es wäre fahrlässig, sowas fallen zu lassen. Und auch für die Heimat, es kursieren gewisse Themen, es gibt 5 Knackpunkte, woran das Stadion scheitern kann. Und es ist so, wenn einer dieser Punkte nicht lösbar ist, dann wird es scheitern. Aber für mich sind alle 5 Punkte lösbar. Es muss nur der Wille her. Und diese Vereinsmeierei mit diesem Ude zum Beispiel auch, der sich meiner Ansicht nach auch nur profiliert. Hohlmeier. Ja, und haben leider immer solche Leute. Ja, es ist schade. Das wäre die nächste Frage gewesen. Braucht der TSV 1860 München, weil immer alle meinen, da mitreden zu müssen, eine Hohlmeier, ein Zedmeier, ein Margit und so weiter. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, Franz. Und Sie waren jetzt super ehrlich. Ich habe damals 55.000, 60.000 drin gehabt gegen Augsburg und so. Da hat es in der Allianz Arena eigentlich funktioniert. Sind es nicht wirklich nur die Managementfehler? Da fehlt total der Hintergrund. Ja, deswegen frage ich dich. Gegen Augsburg waren 40.000 Augsburger da. Ja, aber es waren oft, es bringt einen Schnitt über 40.000 damals gehabt, das erste Mal in der zweiten Liga. Man spielt das Thema Stadion anschauen. Ja, aber ist das nicht wieder wie das Stadion? Da wollen einfach die Managementfehler. Da wollen die Fans von Augsburg, von Oberhausen, von Paderborn, die wollen einfach das Grünwalder-Stadion, die Allianz Arena sehen. Weil bei Bayern bekommen sie keine Karten. Aber ist es nicht eigentlich der Fehler, dass im Management jedes Jahr ist? Das erschlägt sich irgendwann. Irgendwann kommen die nicht mehr. Vom Management. Was wirst du im Management? Was könnte das Management konkret besser machen, um das Stadion Sie haben eine vollzukriegen? enorme Fluktuation. Sie haben alle 2 Jahre, teilweise jedes Jahr einen neuen Präsidenten gehabt. Ich bin nicht der Experte für 60, deswegen ist der Franz. Aber du schreibst das Thema. Deswegen glaube ich, ist es eigentlich eigentlich schade, dass solche Leute überhaupt eingeladen werden zu diesem Thema. Ja, das ist eine billige Tourkutsche. Natürlich. 0:0 daheim gegen Aalen. Elfmeter an den Pfosten geschossen mit der Rainer Maurer an der Wir gehen jetzt aber ganz kurz in die Werbung. Ohne Not, der Rainer Maurer ohne Not. Das werden heute stützen. Das werden Genau so ist es, als ob sie Fehler selber gemacht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Werbung und sind gleich wieder die Allianz Arena ist schuld. Also bis gleich. Servus. Das ist der Punkt.